So Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Kingdom Hearts Final Mix, den beiden letzten Abschlussparts. Ja, nach der letzten Folge, nach dem großen Storyfinale, geht es jetzt darum, dass wir noch die optionalen Bosse platt machen. Unter anderem, wie könnte es anders sein, hier beim Kolosseum geht es natürlich um den Gold Cap plus den Platin Cap. Und dann noch um ein paar spezielle Monster, die sogenannten optionalen bzw. versteckten Bosse. Darunter wären, und das mal ganz kurz noch zeigen darf. Super, geht hier nicht. Entschuldigung, geht gleich weiter im Text. Ich muss sowieso ein bisschen beeilen, weil wir haben nicht so viel, wenn ich alles in 2 Parts reinquetschen möchte. Tod zur Welt. So. Wir haben einen Boss in Agrabah. Kurz Caesar, kennen wir bereits. Haben wir schon vor ein paar Folgen gemacht, wo ich grandios versagt habe. Und wir haben noch einen hier in Neverland. Den haben wir noch gar nie gesehen. Den sehen wir auch gleich, sogar als erstes. Dann gibt es noch einen in der Holobastion. Den sparen wir uns für die nächste Folge auf. Wenn mich nicht alles täuscht. Moment. Genau, Ansenberichte noch. Die anderen Berichte. Ein paar anderen Berichte fehlen noch, plus auch noch irgendwie, was schon, ich glaube, Vitra-Zauber fehlt auch noch. Auf Stufe 3 zumindest. Ja, so viel der Plan. Also erstmal in der heutigen Folge Agrabah, Geheimboss, Neverland oder beziehungsweise Uhrenturm, Geheimboss, plus noch die Ansichtberichte und was einem sonst noch so an Zauber fehlen könnte. Und bevor ich es vergesse, und deswegen sind wir hier beim Olymp. Gold Cup plus Platin Cup, den sparen wir uns in der nächsten Folge auf. Ich habe zwar Gold Cup bereits geschafft, aber Platin Cup hängt noch ein bisschen hinterher. Wir kennen es ja, Sephiroth, der ist, also immerhin habe ich das mal so weit, dass ich eine LP-Leiste sehe. Also sehe im Sinne von, dass ich sehe, dass ich Punkte abziehe. So weit bin ich immerhin schon mal. Yeah, geil. Übrigens hinten ist noch etwas versteckt. Habe es natürlich bereits rausgenommen. Gändelehre, da war vorhin ein Orichalcum. Was ich offscreen bereits geholt habe. Orichalcum heißt es. Genau, ansonsten seht ihr, ich habe ein bisschen trainiert, so, ist Level 72, er hat MP Hast erlernt. Yeah, ganz geil. Da, MP wird beschleunigt und ihr seht hier Gravitas-Brecher. Der ist vor allem wichtig für den Geheimboss in der Holobastion, den wir in der nächsten Folge angucken werden. Und zwar, da muss ich noch ganz kurz, deswegen bin ich auch hier. Um den freizuschalten, Gravitas-Brecher, müssen wir mit viel quatschen. Regel, ihr müsst einen Herkules-Cap machen. Und nicht so alleine, nee. Beziehungsweise zum ersten Mal vielleicht schon. Weil wichtig ist gegen die Zeit, ihr müsst das machen und das schaffen. Innerhalb dieser, glaube ich, knapp 3 Minuten, etwas weniger als 3 Minuten sind es, durch den ganzen Herkules-Cup hindurch. Ein Tipp, Freunde. Wenn ihr das macht und merkt, oh scheiße, ich komme nicht durch und so, weil die Zeit ist echt hardcore, also sorry. Vor allem Herkules und wer war in der Mitte noch Cloud, die rauben einem so viel Zeit, zweieinhalb Phasen, wo man sich nicht angreifen kann, obwohl man stark genug wäre. Dann, kleiner Tipp, sobald ihr bei Herkules seid, auf Pause klicken und dann habt ihr die Option, entweder weitermachen oder aufhören und von vorne. Es gibt einen Bug bei Kingdom Hearts, bin ich nicht sicher, ob es Final Mix, ob es nur Final Mix ist oder auch Final Mix. Bei mir zumindest hat es geklappt und zwar, wenn ihr bei Herkules seid, Pause klicken und dann von vorne. Weil dann startet ihr nochmal bei Herkules, direkt bei Herkules, und die Zeit bleibt stehen. Ist zwar ein kleiner Glitch und so, das zwar schon, aber es funktioniert. Und dann schafft ihr das Ganze problemlos. Habe ich auch so gemacht. Yeah. So, soviel dazu, Freunde. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den bereits angekündigten Fights für heute. Ich werde jetzt hier das Ganze meinem Vergangenheits-Ich überlassen, der dann ein bisschen kommentieren wird, diese Kämpfe, die vor allem da war ziemlich scheiße und so. Und ich persönlich werde mich jetzt ein bisschen mehr auf Sephiroth einstimmen und auf den Holobastion, weil das sind die härtesten Kämpfe im ganzen Spiel. Oh ja. Also, viel Spaß! Ja, Freunde, da sind wir also auch schon zurück in Neverland. Wir müssen hier mit Naseweiß sprechen, Tinkerbell, auch genannt. Und zwar, natürlich nur ein Pan dabei ist. Denn so kann sie uns
zum Glockenturm bringen, wo auf uns ein mächtiger Boss wartet. Ein mächtiger und gleichzeitig beschissener Boss, denn es ist das Phantom, der mit Magie besiegen muss. Wie kacke ist das denn? Ihr seht schon, seine Spezialität, der ist so ein Countdown-Zauber. Das Problem mit diesem Countdown-Zauber ist, der fängt bei 12 an, geht fast schon im Sekundentakt runter und ja, der betrifft halt jeden Charakter. Also quasi nach und nach in den Charakter. Und wenn der Zähler bei 0 ist, ist der Charakter tot. Und kann in diesem Kampf nicht mehr belebt werden. Geil, wa? So, sowieso ganz geil, ein Kampf in der Luft. Das kann also tun gegen das Phantom. Ihr seht, anvisieren kann man nur seine Kugel da, die irgendwie so, ja, irgendwie Herzkugel, whatever ist. Diese Herzkugel hat halt verschiedene Arten von Farben. Dementsprechend braucht man auch verschiedene Arten von Magie, um sie klein zu kriegen. Rot zum Beispiel ist Feuer, oder Feuer einfach. Blau wäre Eisgar. Dann gibt es natürlich Gelb, das wäre für Blitzgar. Und dann haben wir Weiß, das ist einfach nur zum Draufhauen. So klappt der Kampf gegen das Viech. Und ja, das macht irgendwie so ein Ding. So ein Move, wenn er den Move macht, dann schickt er irgendwie so, ja, so einen seltsamen Finsternisball auf euch. Am besten auch in den Glockenturm gehen, um auch zu verstecken. Weil abblocken kann man den nicht wirklich. Und so spart ihr euch viel Ärger. Ansonsten, das ist die ganze Strategie, Freunde, einfach auf Abstand bleiben. Plus, was ihr gerade gesehen habt, ich habe Pan sterben lassen. Und der Glockenturm, hat ihr auch gesehen, der geht plötzlich nicht mehr weiter. Das gerade nochmal auffrischen werde. Sehr gut, Michael, sehr gut. Sehr gut gemacht, Vergangenheits-Michael. Oh Mann. Da wird sowieso ein lustiger Part, irgendwie ein Kommentier oder beziehungsweise Zock irgendwie in 3 verschiedenen Epochen. Aber ist egal. Darum geht es ja gar nicht. Es geht hier um die Strategie gegen das Viech und wie man ihm Schaden macht und wie viel Schaden macht und so. Den Glockenturm anhalten. Warum kann man das? Warum kann er anvisieren? Es geht darum, um den Move vom Phantom, mit dem er halt einen in diesem Fluch belegen kann. Diesen Countdown-Fluch. Dass man den halt umgeht. Es gibt da verschiedene Tipps und Tricks. Man könnte grundsätzlich sagen, hey, von Anfang an den einsetzen. Und auch Pan überlebt. Finde ich nicht wichtig, weil Pan hilft in diesem Kampf sowieso nichts. Der kann nichts, der ist leider so. Also, scheiß drauf. Goofy sollte überleben, in meinem Fall. Andere können den auch vielleicht weglassen. Weil ich habe zu Beginn des Let's Plays, zu Beginn des Spiels, habe ich ja den Schild gewählt. Und auf den Stab verzichtet. Deswegen kriege ich halt bestimmte Abilities irgendwie halt früher, andere später. Und die Magie-Abilities, die hier bei dem Boss halt so wichtig werden, kriege ich erst sehr spät. Den einen MPH ist auf Level 72, den anderen Esprit wäre auf Level 90 und da habe ich keinen Bock drauf, so lange zu trainieren, deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Goofy hat ja, also ich habe Goofy alle seine Abilities genommen, mit denen er irgendwie MP verbraucht drauf hätte, bis auf die, mit denen er mir seine MPs gibt. Das glaube ich irgendwie so, wenn er 2 MP hat, regeneriert er bei mir 3 MP. Deswegen natürlich auch logisch, dass ich Äther einsetze, um Goofys MP zu heilen, weil wenn ich mit Äther bei ihm 3 MP regeneriere, er hat sowieso Esprit drauf, sprich wenn er halt auch angreift, Schaden kriegt, das regeneriert sich bei ihm viel schneller als bei mir. Er muss nur 2 von seiner MP-Leiste einsetzen, um 3 bei mir zu regenerieren. Das bringt schon was. Ich hatte es ursprünglich noch versucht mit Äther bei mir und Final Elixir und so. Aber mir ging immer die verdammte Magie aus. Und so habe ich, glaube ich, eine Strategie gefunden, die in meinem Fall am besten funktioniert. Ja, ihr hört schon wieder und seht es auch. Goofy schenken mir das seine Magic, sehr gut. Ich weiche aus, ja, in Luft ist sowieso ein bisschen kacke. Du kannst ja nicht blocken, du kannst ja rufen und so. Gut, wird sowieso nicht gehen, weil Don nicht dabei ist. Aber egal. Noch immer gucken, dass man die Magie dann einsetzt, wenn er auf einen direkt losgestürmt kommt. Da muss man auch ein bisschen gucken, weil das Problem ist, gut und gerne, wenn man irgendwie auf ihn zugeht, um ihn irgendwie zu triggern und er dann auf einen zustürmt,
und man zu früh seine Magie loslässt, dann gleitet er über einen hinweg und greift ihn irgendwie ganz anders an. Hier zum Beispiel, jetzt ist er über mich hinweg, hui, und greift trotzdem an. Weil ich dachte, ich würde ihn angreifen. Das ist ein bisschen, hier zum Beispiel, jetzt und, ja, jetzt war halt zu spät. Bams, aber so geht's auch. Ich kriege zwar ein bisschen Schaden, das war jetzt nicht so wild, er kriegt auch relativ viel Damage. Ja, jetzt sind nochmal sicherheitshalber ein bisschen stoppen. Der Stoppzauber auf der Uhrturm, der hält, glaube ich, für etwa 1 Minute. Oder 1,5 Minuten. Ich glaube, es ist 1 Minute. Natürlich kann man jetzt den Kampf so oft trainieren, wie ich es gemacht habe, bis man erstmal so eine Strategie für sich persönlich gefunden hat. Und auch bis man das Timing vom Uhrenturm hat. Oder man macht es ganz anders. Man levelt wie bekloppt bis Level 100. Bis man halt alle Abilities hat. Das ist natürlich auch eine Option. Oder man wählt halt zu Beginn des Spiels halt einen Zauberstab und verzichtet zum Beispiel auf den Schild, damit man halt schon diese Dinge hat. Man könnte so vieles machen. Das ist eigentlich auch das Geniale in diesem Spiel, dass du so viele verschiedene Varianten hast, um deinen, ich sage jetzt mal, persönlichen Sora zu gestalten, wenn man so will. Natürlich ist es ein bisschen mies, wenn halt solche, ja, ich meine, es sind optionale Bosse, aber trotzdem will man sie halt irgendwie gewinnen, bestehen, whatever. Wenn er halt hier plötzlich Mühe hat, eben bei so einem MP-lastigen Boss, denke ich mir so, deshalb für meinen bisherigen Spielverlauf überhaupt nicht so. Okay, jetzt hat er gerade gut verflucht, das habe ich mich ein bisschen ablenken lassen. Beziehungsweise natürlich mein Vergangenheits-Ich. Denn ganz ehrlich, so kämpfen plus darüber quatschen, nee, das wäre nicht so clever. An den Kampf muss man sich schon konzentrieren können. Das ist sehr, sehr wichtig, Freunde. Aber so funktioniert es, wie ihr seht. Am besten jetzt auch, weil Goofy bereits verflucht wurde, ein bisschen auf Goofy achten. Wenn halt Zell wieder runtergeht, dann schnell zum Glockenturm switchen und wieder Stoppgar einsetzen. Deswegen auch gucken, dass man immer genug Mana für Stoppgar hat. Notfall eben halt, ja, wobei man hat Goofy jetzt in meinem Fall im Team, der nicht, der einem sowieso MP gibt, solange er selber welche hat. Aber trotzdem habe ich es mir irgendwie so angewöhnt beim Kampf gegen den Phantom, dass ich immer darauf achte, dass ich mindestens noch 2 Balken für die Magie habe. Eben für Stoppgar, weil ohne Goofy hätte ich in meinem Fall ziemliche Probleme. So. Jetzt kommt Thunder. Theoretisch könnte man... Oh. Michael, bitte darauf achten. Ja, Goofy, genau, der Stoppgar. Theoretisch könnte man natürlich jetzt auch sagen, okay, ich brauche eigentlich immer nur 3 Zauber. Feuer, Eis und Donner. Könnte ich auf einen Quickslot setzen. Ja, da brauche ich eben auch Stoppgar. Und wenn ich dann... Das ist halt meine persönliche Anordnung. Wenn ich den durcheinander bringe, dann ist es gar nicht mehr gut. Deswegen habe ich jetzt da aber einen Elementarzauber, wie Feuer, Eis und Blitz, habe ich die halt wirklich darauf belassen. So wie sie sind und wähle sie so aus. Weil ganz ehrlich, wenn du sowieso ein bisschen Übung hast und so, dann klappt das, wie man sieht, relativ gut. Ja, wir sind schon auf dem grünen Balken unten. Sehr gut, sehr gut. Wir kriegen das Vieh down, auch wenn es ein bisschen dauert. Leider. Das ist echt verdammt eklig. Hui, ausweichen, zack, Donner. Goofy hilft zwar teilweise auch ein bisschen mit, vor allem halt, wenn es um einen weißen, sage ich jetzt mal, Angriff geht. Ob das so vernünftig ist, weil er macht natürlich weniger Damage als wir. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, weil eben, er hatte sowieso keine Moves mehr, für die er MP verbrauchen könnte. Die habe ich mir alle genommen, die Abilities. So irgendwie die Goofy-Ram-Attacke und sowas alles gibt. Und ja, das war doch einmal ganz gut. Ich meine, könnte theoretisch jetzt auch irgendwie meine Magie einsetzen, um Goofy zu heilen, damit er wieder meine Magie regeneriert. Wir können ein Item einsetzen für Goofy, aber ihr seht, er regeneriert sowieso relativ schnell. So, schon beim letzten Balken. Das geht flott. Na, Michael will es noch ganz kurz vielleicht den Zeiger refreshen. Ich glaube, es ist wieder eine Minute vergangen, oder? Langsam. Okay, er macht spannend, oder beziehungsweise ich habe es spannend gemacht. Aber ich müsste, glaube ich, langsam... Habe ich genug... Nee, ich habe nicht genug Mana. Den Rest anzuschaffen, meine ich halt ohne Goofys Hilfe. So, jetzt kommt mit Weiß wieder. Jetzt wieder Blau. Was ist jetzt? Gelb. Also Blitzgar. Bam. Ist ein bisschen benommen. Los. So, habt ihr es gehört? Ja, man hört es eigentlich auch. Wenn die Stoppuhr da losgeht, dann hört man es auch. Aber wenn man sich halt sowieso schon aufs Phantom konzentriert, dann auch noch auf den Uhrenzeiger konzentrieren, das ist so tricky. So,
Wir haben einen Fehler gemacht. Ist mir eben ausgewichen. Das Problem ist sowieso, Donner ist eigentlich der beste von allen 3 Elementarangriffen, weil er hat eine weitreichende Fläche. Ist egal, ob er jetzt links, rechts, hinter, vor mir ist oder so. Gut, wenn du zu weit weg ist, dann klappt Donner nicht. Okay, da ist auch klar. Aber Folger geht halt nur geradeaus. Und der Eiszauber, der geht so in alle möglichen Richtungen, aber eine ziemlich kurze Range. Also der ist auch nicht gerade so super. So, da war jetzt ein bisschen... Ja, ich erinnere mich wieder. Da war der Zeitpunkt, wo man sagte, komm, das ist noch die Hälfte des letzten Balkens. Jetzt bloß noch irgendwie etwas zu übereilig werden und so. Weil ich hatte das schon mal gegen das Vieh, war schon mal so weit. Und dann, ja, Pan war down, Goofy war down. Und ich hatte keine Magie mehr, auch keine Items mehr, um Magie aufzufrischen. Und da ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht MPHs oder sonst irgendetwas hatte, mit dem ich halt meine Magie durch einen gegnerischen Treffer auffüllen konnte, war es ziemlich scheiße. Na, Phantömchen, was machst du, Phantom der Oper. Oh, der hat gesessen, der hat gesessen. So, jetzt wird es, glaube ich, jetzt wird es auch ohne Goofy hinkriegen. Noch 4 Magiebalken, naja. Da ist noch ein bisschen Eis. Jetzt ein bisschen Feuer. Auch noch Donner. Ne, nochmal Feuer. Zack. Ja, jetzt also die Zeit runterlaufen. Goofy, stirb! Ernsthaft? Also sehr clever, Michael. Ja, das war sehr clever. Aber hey, wir haben es geschafft. Level up für die beiden. Das Phantom ist besiegt. Der für mich persönlich nervigste Boss. Eben weil Magie halt. Trotzdem epischer Kampf. Vielen Dank dafür, Phantom. Und natürlich auch für Stopgar. Kurt Caesar steht auf dem Plan und leider ist mir hier ein kleines Malheur passiert für den Rest der Folge. Seht ihr leider oben den scheiß schwarzen Balken, weil ich im Aufnehmen einen kleinen Fehler gemacht habe. Es tut mir leid. Aber allzu viel verpassen vom Bildschirm zum Glück nicht. Wir können auch direkt schon loslegen. Oh yeah. Kurt Caesar hatten wir schon mal. Die erste Phase ist wie gewohnt. Da haben wir jetzt mal Aerogun mehr bei Sora draufgepackt. Plus kann man jetzt hier auf seine Kugeln draufhauen. Nichts Neues. Das Neue kommt erst später. Ihr erinnert euch an seine scheiß Beyblade und Sichel-Attacke. Und da gibt es sogar zweierlei, was neu ist. In diesem Fall. Aber erstmal ganz kurz gucken, bis ich die zweite Kugel down habe. Plus noch seine Magiephase, hä? So, Donald ist down. Donald down, Donald down! Sehr gut, sehr gut. Und Tobsucht zur Attacke! Immer wieder ein Genuss. Ja, dann kriege ich es noch bis... Jo, über einen Balken ist down. Ja, Kurt Caesar macht die platt. Scheiß Schlange, scheiß Schlangenroboter. Oh, aber jetzt haben wir aber viel abgezogen. So, jetzt beginnt seine Magiephase. Da haben wir es ein bisschen mit den Magiegegnern. Wie wir es kennen, Graviga wirkt hier Wunder. Theoretisch. Blitzgar wirkt zwar auch ein bisschen, aber Graviga ist schon ein bisschen besser. Aber Blitzgar verbraucht weniger Magie, ja. So. Damit wieder ein bisschen Magic. Danke Goofy. Force, Force, Force. So, jetzt nicht mehr ganz getroffen. Jetzt kommt er mit seinen scheiß Feuerbällen. Ja, da bin ich ein bisschen übereifrig. So, ausweichen und dann... Ja, rufen, das wird noch wichtig sein, aber eher später. Also ein bisschen Magie aufsnacken. Oh, ja. Das ist nicht ganz so clever. Ja, so weit weg. Und wieder... Ja, okay, noch ein bisschen getroffen, sehr gut. Das ist noch zu früh, Michael. Das ist noch zu früh zum Rufen.
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich überlegt, ob ich Ding rufen soll, Bambi. Wegen der Magic. Aber nee, wir brauchen die Rufenleisten noch für einen Charakter, der Gold wert sein wird. Nicht nur bei dem Gegner, sondern auch bei den anderen. So. Blub, 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 blub. Alle schön einsammeln. Und natürlich reinlatschen. Wie könnte es anders sein? So. Wo ist er? Da ist er. Kurz warten. Na, was machst du? Scheiß Schwebekugel. Ich kann das echt Donald überlassen, wa? Naja, das war glaube ich auch meine Intention damals. Den Rest der Magie Donald überlassen. Bäms, und da ist weg. Und jetzt, kommt sie, kommt sie. Hab nicht daran gedacht. Nee, gar nicht, wa? Schade. Natürlich unsere weltberühmte Trio-Attacke. Weil die wäre natürlich jetzt Gold wert. So, jetzt aber. Wir rufen Tinkerbell! Warum? Weil die in der Situation Gold wert ist. Denn nicht nur, dass Goofy und Donald noch im Kampf bleiben, Tinkerbell ist auch da und halten sie mal wieder. Und an den vergessen, Tinkerbell hat die besondere Fähigkeit, sollte Sora einmal K.O. gehen, kann sie wiederbeleben. Aber danach ist sie glaube ich weg, soweit ich mich erinnere. So. Jetzt also, das ist die Phase, wo er wieder mit seiner scheiß Beyblade und Sicherattacke kommt, da kommen könnte. Ja, eben um die quasi auszuweichen bzw. zu überlisten, ist Tinkerbell sehr, sehr gut. Jetzt macht er den Quatsch. Es gibt noch eine andere Variante. Bleibt in seiner Nähe, Freunde, wenn er den Scheiß macht. Hier, wenn ihr einfach direkt in seiner Nähe seid, unter ihm bleibt. Er dreht über euch hinweg, wenn er versucht, mit der Sicherattacke zu kommen. Wenn ihr auch noch nah genug dann seid, kriegt er euch auch nicht. Es ist sowohl erstaunlich als auch geil. So, einfach auf ihn zugehen, ausweichen. Und so kriegt er euch nicht. Oder fast nicht zumindest. Weil das irgendwie mit dem Ausweichen, ja, Sicherattacke vielleicht schon noch, aber über ihn hinwegspringen, wenn er die scheiß Beyblade-Attacke macht, das klappt bei mir nicht, weil ich eben zu nah an ihm dran bin, wenn er weiter weg wäre. Dann vielleicht schon. So, jetzt ist Donald leider down, das heißt, wir müssen es alleine machen, beziehungsweise mit Goofy. Und ich kriege ihn kaum. Dank Tinkerbell sind wieder voll geladen. Geil. So. Jetzt kommt wieder Magic-Phase. Und diese ist auch... Die haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Seine zweite Magic-Phase ist auch ein bisschen anders. Er hat zwar die gleichen Moves drauf wie vorher, plus ein paar neue. Die auch ziemlich nervig sein können und ziemlich viel abziehen können. Jetzt war es noch nicht. Moment, sie kommt gleich, sie kommt gleich. Macht er sie? Was das? Ja, jetzt macht er sie. So. Jetzt irgendwie, man sieht noch gar nichts. Man hat irgendwas gemacht und jetzt kommt sie plötzlich. Die Energiewelle. Ausweichen, ausweichen, jetzt kommen plötzlich ständig Energiebälle raus. So lange, bis irgendwann ein großer Energieball kommt. Danach ist die Attacke beendet. Ja, wo ist er? Da ist er. Bäm! Ja, da erwischt man halt immer. So. Es ist vorbei. Also vorbei. Mit der Attacke. Jetzt macht er was anderes. Ja, noch ein bisschen Magic. Ich meine, im Prinzip kann er wirklich angreifen, weil wir haben ja Goofy im Team, der uns da regeneriert. Was er jetzt gleich macht. Goofy? Willst du bitte Magic regenerieren? Er ist ja sehr verbunden. Nicht dein fucking Ernst. Ja, natürlich, jetzt kommt er mit... Jetzt bringt es mir nicht mehr, jetzt meine Magie schon geblockt. Okay, wir haben noch Tinkerbell. Jetzt kommt so die Phase wieder, aber... Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr so schwach. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie auf Level 65 oder so. Da muss man auch, wenn man jetzt voll frontal auf ihn zugeht, wie gesagt, wir haben Tinkerbell dabei. Ja, es klappt trotzdem, wir kriegen ihn down. Auch so. Tja, Freunde, das ist meine Strategie. In meinem Sinne, in meinem Fall. Wenn ihr auch Probleme habt mit Kurt Caesar, vor allem beim Ausweichen, mit so einer scheiß Sichern- und Beyblade-Attacke, greift einfach auf Tinkerbell zurück. So, und jetzt, come on, come on. Jetzt hätte ich gerne, haben wir irgendwo den Move? Und zu wenig Magic, Donald ist K.O. Deswegen gibt's nicht. Scheiße.
Scheiße. Aber dann die Trio-Attacke machen. Egal. So. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch, ging immer ziemlich auf den Sack. Und ich dachte mir so, komm, jetzt will ich ihn endlich platt machen. Es muss. Aber eben, jetzt kommt da seine scheiß Kugelblitzattacke. Und die tut halt verdammt weh. Klar, wir haben Tinkerbell, aber trotzdem. Irgendwann kommt mal so eine große... Oh, die sind wieder ausgewichen. Was kann mitgezählt? Kann sein. Ja, man könnte sie theoretisch abzählen. So, die Force. Oh ja, das tut richtig weh, wa? Du Arsch mit Ohren. Und seine scheiß Feuerbällen. Komm schon, komm schon. Bleib stehen. Und tschüss, Mann. Yes. Er ist tot. Endlich. Was für ein Sackgesicht, hey. Und damit, Freunde, haben wir in dieser Folge, in Part Nummer 69, 2 der noch übrigen 5 Bosse platt gemacht. Yeah! Gut, die restlichen 3, die sind sowieso eine Klasse für sich. Gold Cup, Platin Cup, beziehungsweise Sephiroth, plus dann noch die Holobastion. Und Ansinnberichte-Verhalten, ja. Aber das erst später, Freunde. Hier in dieser Folge noch ganz kurz die restlichen Ansinnberichte, die findet man in der Bibliothek, weil inzwischen hat sich ein bisschen was getan, hier zumindest mit dem Personal. Heyo! So, lies das mal. Was soll ich lesen? Das ist der Rest von Anselms Bericht. Maleficent muss ihn gesammelt haben. Anselms Bericht 2, 4, 6, 10. Und dann müssen wir alle bis mit 11 haben. Also, was sie halt herbrachte. Weil Bericht 12 und 13 sind eben noch 2 der verbliebenen Bosse. Und zwar Sephiroth ist einer plus der hinter Holobastion noch auf uns wartet. So viel Zerstörung, wofür? Gute Frage. Ja, ich würde hier noch empfehlen, dass man hier nochmal da einen Quatsch. Man kann hier ganz gut die Treppe hochgehen, weil dann gibt es auch noch eine kleine Szene mit unserem allseits bekannten Beast. Ja, auch hier bitte Entschuldigung wegen dem schwarzen Rahmen oben, was das Bild ein bisschen verzogen hat. So, dann haben wir hier getan hat. Sanctiful, ja, neuer Schlüsselanhänger, wäre zwar cool, aber in meinem Fall jetzt nicht gerade der beste. Das sind ja die anderen, die wir haben, um einiges besser. So, was jetzt noch fehlt, ist die höchste Stufe eines anderen Zaubers. Den wir nicht hier bekommen, sondern, ja, man kommt kaum drauf. Ich muss nochmal mit ihr quatschen hier. Die Kraft der Heilung erhalten, Vidra zu Vigra entwickelt. So kriegt man die höchste Stufe von dem Heilzauber. Ja gut, Freunde, würde man sagen, das war's für heute hier bei Kingdom Hearts Final Mix. Part Nummer 69, in der nächsten Folge, also bereits erwähnt, die restlichen 3 Bosse. Gold Cup, Platin Cup plus Holobastion. Und dann je nachdem, ob wir vor allem die letzten beiden schaffen, noch die einzelnen Berichte lesen und so. Und ja, mal gucken. Bis dahin, ciao zusammen!